Sie können nicht sagen, wo sie daheim sind. In der Arbeit vielleicht, unter vertrauten Leuten, in New York. Sie hat 11 Sprachen, hat Cousine gesagt, und sie kann nicht sagen, dass er eine lieber sei als die andere. Oder dass sie sich in der einen aufgehobener fühlen als in der anderen. Sie selber werden andere, wenn sie von einer Sprache in die andere wechseln. Und sie fragt sich schon, wer sie denn sei. Ein Medium? Ein Sprachrohr? Etwas, was es für sich allein gar nicht gäbe. Was das eine braucht, für das andere zu sein. Sie wissen natürlich, dass sie sind, dass sie sich erleben können, in der einen oder anderen Sprache, wie auch als jeweils andere. So dass sie annehmen müssen, das eine zu sein und das andere auch, beziehungsweise sich selber in dieser ganzen Vielfältigkeit als 11-mal eine andere. Was andererseits auch wieder etwas Zufälliges hat, weil die 11 Sprachen, sie wissen nicht genau, warum es die 11 sind und nicht 11 andere. Und wäre sie dann eine andere, wenn sie auf 11 andere Sprachen reden würde? Vermutlich ja. Und das hat vermutlich mit ihrer Herkunft zu tun, mit den Orten, wo sie aufgewachsen sind, wo sie gelebt haben, mit den Schulen, die sie besucht haben. Und insofern können sie schon sagen, sie sind die, die sie sind. Und an diesen und diesen Orten aufgewachsen und haben die und die Schulen besucht. Aber was heisst sie das? Sie können sich vorstellen, hat Cousine gesagt, dass es Orte gäbe auf der Welt, wo sie nie waren, die sie nicht kennen und wo sie sich trotzdem mehr daheim fühlen als an Orten, wo sie gelebt haben und aufgewachsen sind. Und sie fragt sich schon, was es heisst, wenn jetzt eine 12. und eine 13. Sprache dazukommen, die sie im Moment am Lehren sind. Und sie lernt schnell. Ob sie dann eine andere wird? Auch in den anderen Sprachen? Da haben es andere sicher einfacher, die nur eine Sprache reden, oder 2 oder 3, und meine, ausgerechnet in dieser Sprache oder in diesen Sprachen daheim zu sein. Weil sie gar keine andere kennen, die die Erfahrung nicht haben, was es heisst, jemand anders zu sein, in ihrer anderen Sprache. Anders als was? Aber die Sprache sind kein Daheim. Die haben keine Wände, wo man sich drin einrichten kann, und keine Fenster und keine Türen. Die sind gegen alle Seiten offen, man kann rein und raus. Es sind eins ein und aus, wo man nicht kontrollieren kann, ob jemand die Schuhe geputzt hat vorher oder Geld gewechselt. Die Sprache kann man nicht heizen, die geben nicht warm, genauso gut können sie kalt geben. Die fangen nicht an und hören nicht auf, gehen übergangslos in eine andere über. Wobei man nicht sagen kann, dass sich die Sprachen untereinander angleichen. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Es gibt Untersuchungen, die klar zeigen, dass die Sprachen ihre Eigenständigkeit behalten. Beziehungsweise gehen wieder neue Eigenständigkeiten entwickeln. Die Vorstellung von einer Weltsprache, wo alle Sprachen am Schluss wie Flüsse ins gleiche Meer münden, sind falsch. Wäre auch naheliegend. Wie es Untersuchungen gibt, die klar zeigen, dass Sprachen nicht an ein Territorium gebunden sind. Klar nicht. Es gibt Sprachkarten wie Wetterkarten über Jahrtausende, die zeigen, wie die Sprachen wie Wolken rund um den Globus wandern. Wie gesagt, praktisch ohne sich zu vermischen. Einzelne Wolken lösen sich auf, andere kommen neu dazu oder lösen sich aus diesen bestehenden Wolken heraus. Für wiederum eigenständig um den Globus zu wandern. Sprachen sind keine Heimat und haben keine Heimat. Sie sind etwas, wo man sich aneignen, für anschliessend zu meinen, das eigene sei in ihnen. Wie der Menschenfresser, der sich kürzlich verurteilt hat, der einen anderen verspissen hat, für dem anderen möglichst nachzuziehen. So tun wir die Sprache straflos einverleiben und werden durch sie andere. Das ist klar, hat der Grossvater gesagt, dass die Vivienne so redet. So wie sie aufgewachsen ist, als Tochter von seinem ältesten Sohn Bernie, der zu Australien eine englische Touristin geschwängert hat. Die sind dann zurück auf London und haben dort einen Afghanen geheiratet, für anschliessend auf Kolumbien auszuwandern. Das ist klar, die Vivienne mit ihrem Zentrum in New York für ausgestorbene Sprachen, das sie aufgebaut hat, mit einer Kollegin zusammen, aus dem Erbe von ihrem verstorbenen Stiefvater, der mit Kaffee gehandelt hat. Das ist klar, das ist eine wichtige Arbeit, die die machen, und verdienen sie ganz Respekt. Das will er gesagt haben. Weil die müssen nicht arbeiten mit dem Erbe im Rücken. Und die arbeiten hart. Aber die wissen nicht, Vivienne, was er meint, wenn er von Sprache als Heimat redet. Die wissen nicht und sind nicht dabei gewesen, wie er. Als er auf dem Platz gestanden ist, vor dem Rathaus, wo der Major ihnen hat gesagt, eigentlich müsste er jetzt Deutsch reden, aber er macht es nicht. Angesichts der Ereignisse. Wo die Deutschen an Grenzen ausstehen, redet er, wie ihm der Schnabel gewachsen sei.
Weil die wissen nicht, was es heisst, Sprache als Heimat. Und dass die Sprache ein Erbe sei, wie die Berge und die Altstadt, die man schützen und pflegen und den kommenden Generationen weitergeben. Im Originalzustand. Im Übrigen ist das Problem von Vivienne auch gar nicht die Sprache, sondern der passende Mann, den sie nicht gefunden haben, in New York. Was kein Wunder sei dort, wo alle so reden, als hätten sie ein Kilo Ketschgummi im Mund. Das ist es.